Es geht tatsächlich auch bei dieser Botschaft um das Wort Gottes, um die Bibel selbst. Genauer gesagt geht es um die Glaubwürdigkeit der Bibel. Ist die Bibel glaubwürdig? Das soll uns mal beschäftigen. Vielleicht habt ihr das auch mal beobachtet, die Erfahrung gemacht, dahingehend, dass man heute sagen kann, ja, ich betreibe Yoga regelmäßig oder ich meditiere und das auch, ja, eigentlich täglich. Mancher könnte sagen, ja, ich war sogar zu einer Selbstfindungsreise in Indien für 2 Jahre. Dafür erntet man heutzutage Bewunderung. Tatsächlich ist das Meditieren oder Yoga oder sonstige fernöstliche Praktiken, die sind angesehen. Ihr habt gerade vielleicht das Handy sogar gehört, das ich hier noch nicht laut losgestellt habe. Ich habe hier auf dem Smartphone eine App zum Fasten. Ja, eine Intervallfasten-App. Vielleicht kennt ihr das. Man lässt 1 bis 2 Mahlzeiten am Tag aus. Intervallfasten eben. Und dort werden immer einige Tagesaufgaben jeden Tag aufgezählt und unter anderem steht da immer wieder mindestens einmal pro Woche Zeit zu meditieren. Also das ist etwas, was gang und gäbe ist. Es gibt uns selbst in solchen Apps oder verschiedenen Apps. Aber während man für diese Sachen Bewunderung erntet, habt ihr das vielleicht einmal erlebt, dass jemand gesagt hat oder ihr selber gesagt habt, ja, ich lese täglich oder regelmäßig in der Bibel. Also meine Erfahrung ist, dass man da nicht ganz so die bewundernden Blicke erntet, sondern man wird eher befremdlich angesehen. Es tritt so eine unangenehme Stille ein, wenn auch nur ganz kurz, aber etwas verändert sich, etwas wird ein bisschen anders. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Erfahrung auch gemacht. Und ich möchte euch gerne von einem Freund erzählen. Das ist ein Glaubensbruder. Ja. Er hat eine sehr bewegte Vergangenheit. Er war nämlich Punker und ist aus diesem Milieu, aus diesem Hintergrund zum Glauben gekommen. Und sein Leben davor, das hat wirklich wild ausgesehen. Schlägereien mit der Polizei, Drogenmissbrauch, sonstige kriminelle Sachen. Im Gefängnis war er gesessen, tätowiert und verschiedene Sachen, die man als Punker eben so durchmacht. Aber er ist zum Glauben an Jesus gekommen und wurde von Grund auf verändert. Und er hat einmal bezeugt, was ihm so nach diesem Lebenswandel in seiner Familie begegnet ist. Seine Eltern zum Beispiel und andere Verwandte haben gesagt, dass er komisch geworden ist. Ja? Und er hat voll Unverständnis gesagt, was wollt ihr? Ich habe früher mit Drogen gedealt. Ich war kriminell. Ich habe Menschen geschlagen. Ich war im Gefängnis gesessen. Ich habe mich hergetrunken. Und ganz interessant ist, was dann zu ihm gesagt wurde. Ja, da warst du aber noch normal. Und das ist, als ich das gehört habe, ich bin aus dem Staunen nicht herausgekommen. Mit so einer heftigen Vergangenheit erlebt jemand eine 180-Grad-Wende von der Finsternis ins Licht. Und aber da warst du noch normal. Ja? Ist das normal? Ist das normal? Im Gefängnis zu sitzen, Polizisten anzugreifen, Drogen einzunehmen und zu verkaufen? Und im Gegensatz, widmet sein Leben Gott. Man geht in eine Gemeinde, liest in der Bibel, befolgt die Gebote, die guten Gebote Gottes, du sollst nicht lügen, nicht stehlen und so weiter und so fort. Treu sein deiner Frau, versuchen in Nächstenliebe, sogar Feindesliebe dein Leben zu führen. Aber vorher warst du wenigstens normal. Nun, das Thema, wie gesagt, ist die Bibel glaubwürdig? Ja, und das soll ein Teil davon sein, dieser Punkt, diese lebensverändernde Wirkung, die uns zeigen soll, dass die Bibel tatsächlich vertrauenswürdig ist, glaubwürdig ist. Wir lesen das im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 15.
Dort steht, glaubwürdig ist das Wort, ja, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, nämlich, dass Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Und das schreibt hier Paulus, der Apostel Paulus, von dem wir 13 Briefe im Neuen Testament haben. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Es ist wert, dass man es annimmt. Und was meint er damit mit diesem Wort? Nämlich, dass Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen er sich als den Größten, als den Ersten angesehen und verstanden hat. Und wir wollen 3 Punkte mal herausgreifen, damit wir so einen Fahrplan haben. An erster Stelle wollen wir diese Frage nach der Glaubwürdigkeit der Bibel beantworten, indem wir uns ihre einzigartige Überlieferung kurz vor Augen halten. Dann ihren einzigartigen Inhalt, der wirklich einzigartig ist und es nichts Vergleichbares in der Welt gibt. Und warum und in welcher Hinsicht besonders, wollen wir uns noch genauer anschauen. Und als drittes, sie ist einzigartig in ihrer Wirkung. Ja, allein durch diese Bekehrung, diese Hinwendung dieses ehemaligen Punkers zu Gott und diese Lebensveränderung, das ist schon ein lautsprechendes Zeugnis. Aber da wollen wir noch ein bisschen mehr davon hören. Ja, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und die Bibel, so kann man tatsächlich sagen, die Bibel ist die Geschichte davon, wie der Herr Jesus in die Welt gekommen ist und warum er in die Welt gekommen ist. Die Bibel ist die Geschichte vom Kommen des Herrn Jesus in die Welt. Im Alten Testament, da sehen wir quasi die Schöpfung, den Sündenfall, ja, wie Gott alles erschaffen hat, auch den Menschen, und er sich gegen Gott aufgelehnt hat. Dann direkt danach gleich die Ankündigung des Retters. Und wir sehen quasi, dass das die Vorbereitung ist. Alles, was dann kommt. Mit der Erwählung Israels, also Erwählung Abrahams, aus ihm dann die 12 Stämme, das Volk, die Nation Israel und dann die Geschichte, die das Volk Israel dann durchgemacht hat. Bis der Christus, bis der Messias, Jesus, aus ihm kommen sollte, um eben stellvertretend am Kreuz für die Sünden zu sterben, damit jeder, der kommt und glaubt, dass der Herr Jesus für die Sünden gestorben ist und aus den Toten auferweckt wurde leiblich, dieser soll ewiges Leben haben und nicht verloren gehen. Also das Alte Testament können wir verstehen als die Vorbereitung des Kommens des Herrn Jesus, auch die Erklärung, was eigentlich mit der Welt jetzt im Argen liegt, was stimmt mit der Welt eigentlich nicht, warum ist sie, wie sie ist. Und im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, dort finden wir die Erfüllung von all dem, was im Alten Testament gesagt wurde. Der Retter wurde versprochen und dann ist er gekommen. Zur einzigartigen Überlieferung der Bibel gibt es eine ganze Menge zu sagen. Ich muss mich hier wirklich kurz fassen, weil das enorm ist, was es hier zu sagen gibt, zu dieser einzigartigen Überlieferung der Bibel. Auf jeden Fall können wir sagen, dass sich durch die ganze Bibel hindurch ein einziger roter Faden zieht. Das nennt man Heilsgeschichte. Es gibt eine Geschichte, die einen Anfang nimmt und dann sinnvoll voranschreitet bis zu ihrer Erfüllung. Das ist eine einheitliche Story, eine Geschichte des rettenden Handelns Gottes. Gott greift ein und will Menschen retten. Und wir haben verschiedene Dichter und Denker und Philosophen. Man braucht ja bloß 2 Zeitgenossen wie Goethe und Schiller zusammennehmen und einfach mal zusammentragen, was sie über den Menschen, über Gott, über den Sinn und Unsinn des Seins, des menschlichen Lebens gesagt haben. Man hat hier 2 Freunde, 2 Zeitgenossen und man kommt zu keinem einheitlichen Bild, wenn man das zusammennimmt. Bei der Bibel haben wir an die 39 unterschiedliche Autoren. Und das über einen Zeitraum von circa 1500 Jahren. Teilweise lebten diese Menschen also Jahrhunderte auseinander. In anderen Ländern
hatten unterschiedliche soziale Schichten. Da waren Könige dabei, wie König David, der die Psalmen geschrieben hat, oder König Salomo, der die Sprüche, das Buch der Sprüche mitgeschrieben hat. Wir haben Hofbeamte, wir haben Handwerker, wir haben Hirten, Schafhirten, wirklich unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichen Bildungsgraden oder aus unterschiedlichsten sozialen Schichten über einen, wie gesagt, Zeitraum von 1500 Jahren. Enorm. Und es ist eine einheitliche Geschichte des Heilshandelns Gottes. Und der häufigste Einwand, der einem begegnet, wenn man über die Glaubwürdigkeit der Bibel spricht oder selbst glaubt, dass die Bibel glaubwürdig ist, ja, aber die wurde doch tausendmal kopiert. Kein Mensch kann heute noch wissen, was ursprünglich in der Bibel stand. Und das ist ein wirklich grober Unsinn. Die Bibel ist tatsächlich das best überlieferte Buch der gesamten Antike. Das kann man, das muss man so in aller Klarheit sagen. Das best überlieferte Buch der Antike. Wir haben über 5700 Abschriften, griechische Handmanuskripte, teilweise oder ganz erhaltene Handmanuskripte. Über 5700 und die Zahl wächst beständig. Und so ein Manuskript hat eine durchschnittliche Länge von 200 Textseiten. Also über 5700 Handabschriften im Griechischen, auf Griechisch, und durchschnittliche Größe von 200 Textseiten. Das sind ungefähr über 1 Million Seiten Neues Testament handgeschrieben auf Griechisch. Und weil man so eine Fülle, so eine wuchtige Masse hat an Handmanuskripten, ist es für diesen Wissenschaftszweig der Textkritik, wie das genannt wird, dieses Suchen und Vergleichen der Handmanuskripte, dass man versucht, den Text zu rekonstruieren. Es ist mühelos möglich, das Neue Testament zu 99% zu rekonstruieren. Und dabei ist nicht 1% verloren gegangen. Der ist da. Man kann nur nicht entscheiden, welche der überlieferten Lesarten jetzt die ursprüngliche ist. Wir haben also etwas an die 106%. Das hängt damit zusammen, dass man beim Abschreiben, beim Kopieren mit der Hand, wo immer wieder Fehler unterlaufen, hat man einen Rand freigelassen, wie bei diesen Schreibrandbibeln. Und falls man ein Wort, einen ganzen Satzteil oder einen Teilsatz übersprungen hat, konnte man ihn nachträglich am Rand aufschreiben, niederschreiben. Aber spätere Abschreiber, die haben jetzt nicht gewusst, ist das jetzt eine Bemerkung, eine Erklärung, also ein Kommentar, oder gehört das in den Text hinein? Was hat man gemacht? Man hat alles übernommen, alles in den Text hineingeschrieben. Man hat bewahrend geschrieben. Daher sagte ich, man hat ungefähr an die 106% und kann bloß nicht sagen, diese 1% von diesen 100, kann man nicht mit absoluter Sicherheit, letztgültiger Sicherheit sagen, was ist die ursprüngliche Lesart, aber das betrifft nur ganz nebensächliche Sachen, nichts, was den christlichen Glauben irgendwie in seinem Kern antasten würde. Und das ist wunderbar. Wir können uns auf die Bibel absolut verlassen, können uns darauf verlassen, dass wir das haben, was geschrieben wurde von den ursprünglichen Schreibern. Und das Wundervolle an der Bibel ist, es konnte zu keiner Zeit irgendeine Obrigkeit, irgendeine Instanz die Bibel verfälschen. Es war schlicht nicht möglich. Die ersten 250 Jahre wurden die Christen verfolgt und hingeschlachtet, muss man so sagen. Es konnte einen das Leben kosten, wenn man mit einem Handmanuskript oder einem Manuskript des Neuen Testamentes erwischt wurde. Das geschah heimlich, unter Verfolgung.
250 Jahre lang verbreitete sich der Text im gesamten römischen Imperium. Und das in mehreren Überlieferungssträngen, die voneinander vor allem unabhängig waren. Man hat mehrere voneinander unabhängige Überlieferungsstränge. Und das gibt eine unglaubliche Sicherheit, dass hier zu keiner Zeit irgendjemand in der Lage war, diese freie, unkontrollierte Überlieferung zu stoppen oder zu manipulieren. Also wir können mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass wir etwas haben, das ursprünglich tatsächlich so niedergeschrieben wurde von den ursprünglichen Verfassern. Dabei hört es aber nicht auf. Wir könnten jetzt noch frühe lateinische oder koptische Übersetzungen hinzunehmen und wir kommen an eine Zahl von Manuskripten, die bis an die 20.000 geht. Ja. Aber ich will uns nicht mit Zahlen hier viel langweilen, aber es gibt hier wirklich ganz, ganz viel zu sagen. Wer will, der kann sich da ein schlaues Buch dazu kaufen. Eine interessante Sache ist noch der Papyrus 52, der P52, so wird das genannt. Hat jetzt nichts mit einem Flugzeug zu tun, irgendeinem Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg, meine ich, sondern Papyrus 52, das ist ein Fragment des Johannesevangeliums, ungefähr hier Kreditkarten groß oder Handflächen groß. Und das datiert man bis auf das Jahr 125 nach Christus. 125 nach Christus. Und selber soll das Johannesevangelium in den 90er Jahren geschrieben sein. Also, wir haben hier zum Beispiel hinten und vorne beschrieben, diesen Papyrus 52, eine Stichprobe und wunderbar. Das sind an die 25, 35 Jahre vom Original entfernt. Unglaublich. Mit solchen Fakten haben wir es zu tun, wenn es um die Überlieferung der Bibel geht. Sie ist in dieser Hinsicht, und das kann man wirklich sagen, einzigartig. Es gibt andere antike Werke, da liegen, von denen haben wir eine Handvoll, vielleicht 12 Handabschriften, aber zwischen dem Original und diesen paar Handabschriften, die man hat, da liegen teilweise 6, 7, 8, 900 Jahre dazwischen. Also unvergleichlich gut die Überlieferung der Schrift. Alleine das macht sich schon, was die Überlieferung angeht, sehr glaubenswürdig. Ja. Aber noch heftiger wird es, wenn wir uns dem Inhalt der Bibel zuwenden. Und da möchte ich uns gerne einen Text lesen und ich bitte Sie da draußen, mal versuchen zu erraten, zu erkennen, von wem dieser Text jetzt hier handelt. Ja, für viele Christen wird das klar sein, aber nicht nur für die Christen. Jetzt passen Sie mal auf. Ich lese jetzt einfach einmal. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und wir sind durch seine Striemen geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihm lud der Herr unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Soweit dieser Text. Was sind die ersten Gedanken, die einem Menschen kommen, der das so hört? Um wen geht es? Und es handelt sich hierbei tatsächlich um einen Text aus dem Buch der Bibel, Jesaja, Kapitel 53. Und das wurde geschrieben über 700 Jahre vor Christus. 700 Jahre vor Christus. Und das ist, was die Bibel auszeichnet. Prophezeiungen über die Zukunft, die gegeben wurden
und sich dann erstaunlich genau erfüllt haben. Und das meine ich mit dem einzigartigen Inhalt der Bibel. Wenn man das so zusammenzählt, Verzeihung, und viele Gelehrte haben das gemacht, dann kommt man auf über 300 Prophezeiungen, die der Herr Jesus erfüllt hat. Durch sein Kommen, Leben, Sterben, Auferstehen. Und diese Beweisführung für die Glaubwürdigkeit der Bibel ist einzigartig. Das findet man so in dieser Form nirgends. Und es ist konsequent, ja. Wenn es Gott gibt und er Geist ist, das heißt, er steht über dem Raum und über der Zeit und er ist dann der Einzige, der die Zukunft voraussagen kann, weil er ewig ist, das heißt zeitlos. Er steht nicht unter, sondern über der Zeit. Er hat sie sogar erschaffen. Und nur er kann die Zukunft voraussagen und da ist die Bibel absolut schlüssig. Hier Gottes Herausforderung. Massiv. Nämlich auch im Jesaja, Kapitel 42, Vers 9. Seht, was ich früher sagte, es ist eingetroffen. Nun kündige ich Neues an. Noch ehe es aufsproßt, hört ihr es von mir. Noch ehe es aufsproßt, hört ihr es von mir. Und es geht weiter in Kapitel 46, die Verse 9 bis 11. Jesaja 46, Verse 9 bis 11. Wieder. Denkt an das, was früher war, von Urzeiten her. Ja, ich bin Gott und keiner sonst. Es gibt keinen Gott, der mir gleicht. Von Anfang an habe ich den Ausgang gezeigt. Lange im Voraus die ferne Zukunft vorhergesagt. Meine Pläne verwirkliche ich. Und was ich mir vornehme, das tue ich auch. Ja, ich habe es gesagt und ich lasse es auch so kommen. Ich habe es geplant und ich führe es aus. Also, ich sage nicht ohne Grund, dass das massiv hier von Gott vorgelegt wird und er massiv herausfordert. Und jemand hat es so mal genannt, diese einzigartige Beweisführung der erfüllten Prophezeiungen ist Gottes Siegel auf die Bibel. Und ich habe jetzt gerade gelesen, wie Gott die herausfordert. Und gut, wir haben aus Jesaja 53 gehört, ja, dass er durchbohrt wurde um die Schuld und durch seine Striemen sind wir geheilt, wie Schafe sind wir in die Irre gegangen. Er selbst wie ein Schaf verstummte vor den Scherern, ließ alles über sich ergehen. Aber jetzt wollen wir das mal beweisen. Was macht die Bibel hier denn so einzigartig an Prophezeiungen? Was haben wir denn da? Und ganz groß ist natürlich die Geschichte Gottes mit Israel. Die ist einzigartig. Weil Gott sagt dem Volk Israel voraus, dass es in alle Welt zerstreut werden wird, wenn es sich von ihm abwendet und diese gräulichen Dinge begeht, die die Heidenvölker, die Gott nicht kannten, um sie herum auch begangen haben. Und das waren wirklich ganz, ganz schlimme Sachen, die ich jetzt gar nicht erwähnen will. Da kann man sich ja gerne mal schlau machen, aber das waren ganz gräuliche Dinge. Unter anderem haben sie ihre Kinder verbrannt, den Götzen verbrannt, um sie zu bewegen, irgendetwas zu tun, reiche Ernten, zahlreiche Nachkommen, Sieg in Schlachten und Kriegen und so weiter und so fort. Und Gott sagt, wenn ihr euch von mir abwendet und all diese schrecklichen Dinge tut, dann werde ich euch zerstreuen. In alle Welt, aus dem Land, in das ich euch hineingeführt habe, will ich euch wieder entwurzeln und in alle 4 Himmelsrichtungen zerstreuen. Davon lesen wir im 5. Buch Mose, das letzte Buch von Mose,
Es ist zum Ende hin, Kapitel 28. Mose legt dem Volk Israel etwas vor, das Fluch und Segen genannt wird. Ja, ich lege euch Segen und Fluch vor. Leben und Tod. Wählt das Leben, damit ihr lebt. Und da lesen wir unter anderem 5. Buch Mose 28, ja, Kapitel 28, Vers 34. Denn der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen. Und dann geht das weiter, Verse 65 bis 67. Da beschreibt er diesen Zustand des Volkes Israels, der Juden, in dieser Zerstreuung, in dieser weltweiten. Und sagt dabei diesen Judenhass, diesen Antisemitismus voraus und auch diese Judenverfolgungen, diese Prognome, die die Juden erleidet haben. Und das liest sich so: Dazu wirst du unter diesen Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Dein Leben wird vor dir an einem Faden hängen. Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Am Morgen wirst du sagen, wenn es nur schon Abend wäre. Und am Abend wirst du sagen, wenn es nur schon Morgen wäre. Wegen der Angst, die dein Herz erschreckt und wegen dessen, was deine Augen ansehen müssen. Diese weltweite Zerstreuung der Juden fand ja eigentlich 70 nach Christus statt, aber dann später nochmal 125 circa. Dort fanden jeweils 2 Aufstände der Juden statt. Aufstände gegen die Besatzungsmacht, gegen die Römer damals. Und 70 nach Christus war schon heftig. Der Tempel, Jerusalem, alle Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht, so wie der Jesus es vorausgesagt hat. Als die Jünger mit ihm vor dem Tempel standen, sagten sie, Herr, siehe, diese Steine, welch Bauten, welch Steine. Und der Herr sagte, seht ihr all dies? Es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Das hat die richtig erschüttert. Und der Tempel in Jerusalem, das war das Herz, das war das Nationalheiligtum. Dieser Tempel, dieses Nationalheiligtum, das hat die Juden im Land gehalten. Selbst wenn sie irgendwo im Ausland gelebt haben, sind sie zu den Pilgerfesten jährlich dorthin gepilgert. Es hat sie zusammengehalten, das Volk. Und als der Tempel und als Jerusalem zerstört war, wurden sie zersprengt in alle 4 Himmelsrichtungen. Es gibt keinen Kontinent, auf dem man nicht Juden finden würde. Der wandernde Jude, so wurden Juden bezeichnet, das Sprichwort vom wandernden Juden. Heimatlos, entwurzelt, so wie es vorausgesagt wurde. Aber nicht das. Gott ist nicht nur ein Gott, der die Sünden richtet, sondern er zeigt dann auch immer die kommende Gnade, das Ende des Gerichtes. Das zeigt er immer wieder an. Er ist ein Gott, der zwar Gericht bringt, aber er immer einen Ausweg schafft und immer Hoffnung gibt. Und das lesen wir dann im Buch Jeremia, Kapitel 31, Verse 8 bis 10. Jeremia 31, Verse 8 bis 10. Und hier lesen wir von der Rückführung. Siehe, ich bringe sie herbei. Aus dem Land des Nordens sammle ich sie von den Enden der Erde. Unter ihnen sind Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende miteinander. Eine große Gemeinde kehrt hierher zurück. Nicht irgendwohin, hierher, nach Israel. Weinend kommen sie und unter Flehen führe ich sie. Hört das Wort des Herrn, ihr Heidenvölker, und verkündigt es auf den fernen Inseln und sprecht. Der Israel zerstreut hat, der wird es auch sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Und jetzt nochmal Hosea, der auch von der Rückführung spricht und davon spricht, dass es eine lange Zeit sein wird. Und dass diese Zeit, wenn das Volk ins Land kommt, sogar die letzte Zeit ist. Hosea,
Kapitel 3, Verse 4 und 5. Und das ist jetzt wirklich, wirklich spannend. Nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden. Nach langer Zeit. Also wir reden hier nicht von ein paar Jahren, sondern nach langer Zeit sollst du aufgeboten werden. Zur letzten Zeit wirst du in das Land kommen, das dem Schwert entkommen und aus vielen Völkern gesammelt worden ist. Auf die Berge Israels, die die ganze Zeit verödet waren. Es wurde aber aus den Völkern herausgeführt und sie wohnen nun alle in Sicherheit. Also wir lesen von einer Rückführung nach langer Zeit. Ja, das sind bald 2000 Jahre. Und interessanterweise haben sich die Juden nicht vermischt, sind nicht in den Völkern mehr aufgegangen, sondern haben ihre Identität behalten. Die Sprache, alles musste neu rekonstruiert werden. Also das ist wirklich eine ganz unglaubliche Sache. Und da gibt es noch mehr zu sagen, noch viel mehr über diese Zeit, am Ende der Zeit. Am Ende der Zeit. Weil der Jesus hat davon gesprochen, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und die Jünger haben dann gefragt, wann wird das sein? Wann kommt das Ende? Was sind die Zeichen dafür? Und der Herr spricht dann von Kriegen. Ja, ein Volk gegen das andere, ein Königreich gegen das andere. Ihr werdet von Kriegsgerichten hören. Das sind technische Ausdrücke für Weltkriege, die der Herr Jesus hier gebraucht hat. Und wenn wir so schauen, das könnt ihr gerne machen, schaut mal auf Wikipedia, Kriege des 20. Jahrhunderts. Und das ist eine unglaublich lange Liste. Da könnt ihr lange scrollen, bis ihr diese Kriege durch seid. Kriege hat es immer gegeben, kürzere, längere. Aber das, was wir im 20. Jahrhundert erlebt haben, ist beispiellos. Ich gebe uns nur ein paar Zahlen, ein paar Fakten, ein paar Daten. Der Erste Weltkrieg. Weil der Jesus sprach nämlich davon, dass es wie Geburtswehen sein wird. Ja? Jeder, der eine Geburt mal erlebt hat, die Frauen werden jetzt ganz besonders wissen, wovon ich rede. Die Väter auch. Aber Geburtswehen, die setzen an, erst schwach und in großen Abständen. Aber dann werden die Geburtswehen immer kürzer und immer heftiger, bis das Kind eben kommt. Und jetzt schauen wir mal an, ob das hier nicht etwa Geburtswehen sein könnten. Erster Weltkrieg. In Europa, im Nahen Osten, in Afrika, Ostasien und auf den Weltmeeren fand er statt. 17 Millionen Todesopfer. Und ungefähr 70 Millionen standen unter Waffen. Und es waren an die 40 Staaten direkt oder indirekt beteiligt. Jetzt der Zweite Weltkrieg. Hier waren es schon 60 Staaten, die beteiligt waren. Und über 110 Millionen Menschen standen unter Waffen. Und die Opferzahlen, da schwankt man zwischen 50 bis 70 Millionen. 50 bis 70 Millionen, 20 Millionen Spanne, man kann es gar nicht so genau sagen. Und gekennzeichnet war der Zweite Weltkrieg durch den Holocaust, systematische Ausrottung von Juden, Sinti und Roma und anderen unwerten Lebens, also Flächenbombardements und dem ersten Einsatz von Atomwaffen. Was erwartet uns dann in der Zukunft, wenn das hier der Anfang der Wehen ist? Ja, das 21. Jahrhundert, Terroranschlag auf das World Trade Center, Afghanistan-Krieg, Irakkrieg, und dann diese Tsunami-Katastrophen, die Hunderttausende von Menschen das Leben gekostet haben. Ach, das ist erschreckend. Und wo stehen wir jetzt mit dieser Corona-Pandemie? Wer hätte das gedacht? Weltweit Angst, Schrecken, die sich breit gemacht haben. Ein weltweites Phänomen. Der Herr Jesus sagt hier, erschreckt nicht. Wenn ihr diese Dinge seht, erschreckt nicht. Ich habe einmal gepredigt über diesen Punkt und habe dann etwas Mieses gemacht. Ich habe nämlich ohne Ankündigung aufs Pult geschlagen. So. Und vorne in der ersten Reihe ist so eine Jugendliche aufgesprungen. Ja. Dann habe ich gefragt, weißt du, warum du erschrocken bist?
weil du es nicht gewusst hast, dass es kommt. Aber der Herr Jesus sagte, wenn das beginnt, erschreckt nicht, hebt eure Häupter und freut euch, denn eure Erlösung naht. Und dann habe ich gesagt, schau, ich klopfe jetzt noch einmal auf das Pult und du wirst nicht erschrecken. Und genau so war es. Warum? Weil ich es angekündigt habe und genau so hat der Jesus uns das angekündigt, damit wir nicht erschrecken. Und wir sehen also, es ist schon eine einzigartige Beweisführung Gottes in der Bibel. Absolut schlüssig. Er als Einziger kennt die Zukunft und sagt sie auch voraus. Und das ist Gottes Siegel auf die Bibel. So, jetzt zum Schluss die einzigartige Wirkung der Schrift. Und diese Wirkung, die rührt vom Inhalt her. Weil hier hat sich niemand anderes geoffenbart als der lebendige Gott. Als der lebendige Gott, der genau weiß, was der Mensch braucht. Und überall, wo die Bibel umgesetzt wurde, ist es zu technischem Fortschritt, Wohlstand gekommen und Frieden, Entwicklung, Segen. Der Herr Jesus sagte, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und damit sie es in der Fülle haben. Und damit meint er nicht nur geistliches Leben, sondern er meint, wo an mich geglaubt wird und wo man an das glaubt und das lebt, was ich lehre, dort wird Segen sich einstellen. Und das machen wir ganz kurz. Johannes schreibt in Kapitel 8, Johannes Evangelium Kapitel 8, Verse 31 bis 32. Da sprach Jesus zu den Jüngern, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr nach dem lebt, was ich euch lehre, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist ein befreites Leben. Das ist ein Leben in Freiheit, wo man sich den Worten des Herrn Jesus, nämlich den Worten Gottes, unterordnet, wo man sich zu einem Untertan macht. Dort erlebt man Freiheit, so widersprüchlich das auch im ersten Augenblick klingt. Weil das ist wahre Freiheit, sich der Wahrheit unterzuordnen. Dort alleine ist Wahrheit. Ich meine, wir können uns an ein Klavier hinsetzen und ich will mir nichts sagen lassen, ich will frei sein, ich spiele die Taste, die ich gerade will. Da kommt nichts Schönes dabei heraus. Man ist nämlich nicht frei, Bach zu spielen oder alleine den Flohwalzer. Nein, man muss sich hinsetzen, man muss sich einschränken, beschränken und hart dran arbeiten. Und dann, wenn man darin geübt ist, sich etwas sagen zu lassen, dann hat man die Freiheit, sich hinzusetzen und ein Klavierstück zu spielen, welches man gerade möchte. Das ist wahre Freiheit. Und die Bibel in ihrer Wirkung ist einzigartig, indem sie den Menschen frei macht, der sich an das Wort Gottes bindet, der sein Gewissen an das Wort Gottes bindet. Und ich möchte von einer mir sehr, sehr lieben Begebenheit berichten, nämlich von Henry Ironside. Henry Ironside hat ungefähr 1950 gelebt in Chicago. Er war Christ, er war Prediger und er wurde von einem Philosophen herausgefordert zu einer öffentlichen Debatte. Ja, das ist spannend, öffentlich, wo viele Menschen bei so einer Podiumsdiskussion dabei sitzen und jetzt muss man sich harten Angriffen stellen und seinen Glauben, sein Weltbild verteidigen. Und dieser Henry Ironside, er hat gesagt, okay, du Philosoph, ja, nicht in diesen Worten, aber er hat gesagt, wir wollen es zu dieser Debatte kommen lassen. Lass sie uns halten. Unter einer Bedingung. Eine Bedingung. Du musst mir einen Mann oder eine Frau oder ein Mann und eine Frau vorweisen, die bezeugen können, dass sie aus der Gosse gekommen sind, aus so einem Milieu, ehemalige Prostituierte, Alkoholiker, Kriminelle, Verbrecher, Schlägertypen, Betrüger. Bring mir einen Mann und eine Frau, die bezeugen können, dass sie durch die Annahme deiner Philosophie zu besseren Menschen geworden sind.
dass es sie aus diesem Milieu herausgerissen hat und sie komplett verändert wurden. Und das war ein Agnostiker. Das ist nicht weit entfernt von einem Atheisten, jemand, der sagt, es gibt keinen Gott. Ein Agnostiker sagt nicht, es gibt keinen Gott, er sagt, selbst wenn es ihn gibt, wir können es niemals wissen. Wir können es niemals erkennen, niemals beweisen. Also in der Praxis wie ein Atheist, jemand, der Gott komplett leugnet. Und er hat gesagt, bring mir einmal eine Frau. Und er konnte niemanden finden, der Agnostiker geworden ist, der seine philosophische Lehre angenommen hat und dann sich moralisch zum Guten gewandelt hat. Aber Henry Ironside sagte, ich will 50 Männer und 50 Frauen bringen, die auf erstaunliche Weise berichten können, wie sie aus so einem Leben, aus so einem Hintergrund herausgeholt wurden und in ihr Leben sich auf wunderbare Weise moralisch verbessert hat. Ähnlich wie dieser Freund, dieser Punker, von dem ich anfangs erzählt habe. Und wisst ihr was? Wissen Sie was? Zu dieser Debatte ist es niemals gekommen. Dieser Philosoph, der den christlichen Glauben gerne herausfordern wollte, er konnte nicht ein Mann, nicht eine Frau vorweisen. Und der Christ, der Prediger, mühelos konnte er 50 Männer, 50 Frauen vorweisen, die das bezeugen können. Und das ist eben, wie Paulus es auch bezeugt, diese Kraft des Evangeliums. Im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ja, dieser Botschaft von Jesus. Ich schäme mich dessen nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die jeden Menschen rettet, der da glaubt. Er schämt sich dessen nicht. Er ist sogar dafür gestorben für diese Botschaft. Hingerichtet wurde er in Rom. Ja, und warum überzeugt das Menschen nicht? Warum überzeugt das Menschen nicht diese 3 Punkte? Einzigartige Überlieferung, einzigartiger Inhalt, einzigartige Wirkung. Warum überzeugt das Menschen nicht? Ich möchte hier gerne aus der Bibel lesen. Sie sagt nämlich in Römer Kapitel 1, Vers 18 bis 20, dass Gott jedem Menschen das Wissen gegeben hat, aber der Mensch hält dieses Wissen nieder. Ja, Römerbrief Kapitel 1, Vers 18 und 19. Was von Gott erkannt werden kann, das ist in den Menschen offenbar. Gott selbst hat es ihnen offenbart. Und zudem wird sein unsichtbares Wesen, seine Gottheit und seine Kraft an der Schöpfung wahrgenommen, damit die Menschen ohne Entschuldigung sind. Also ein inneres Wissen, dass es Gott gibt und das äußere Zeugnis der Schöpfung, dass es Gott gibt. Und diese beiden Sachen lassen den Menschen ohne Entschuldigung für ihre Gottesleugnung, für ihren Unglauben. Ohne Entschuldigung. Man kann sich da nicht herausreden. Und dass das wahr ist, das kann ich nachweisen aus dem Mund von Atheisten selbst, die diese biblische Wahrheit unverhohlen bestätigen. Hier lese ich von Jean-Paul Sartre, einer der einflussreichsten Atheisten, weil er nicht nur Philosoph war, sondern auch noch Dichter. Der konnte seinen Atheismus, seinen Unglauben sehr gut artikulieren. Und er schreibt in seiner Autobiografie, die heißt Die Wörter auf Seite 38, da sagt er, als er 6 Jahre alt war, berichtet er, ein einziges Mal hatte ich das Gefühl, es gäbe ihn. Ich hatte mit Streichhölzern gespielt und einen kleinen Teppich versenkt. Ich war im Begriff, meine Untat zu vertuschen, als plötzlich Gott mich sah. Ich fühlte seinen Blick im Innern meines Kopfes, auf meinen Händen. Ich drehte mich im Badezimmer bald hierhin, bald dorthin, grauenhaft sichtbar, eine lebende Zielscheibe. Mich rettete meine Wut. Ich wurde furchtbar böse wegen dieser dreisten Taktlosigkeit. Ich fluchte, ich gebrauchte alle Flüche meines Großvaters. Gott sah mich seitdem nie wieder an. Also wir lesen hier das unverhohlene Bekenntnis eines Atheisten,
der uns diese biblische Wahrheit bestätigt. Im zarten Alter von 6 Jahren begeht er etwas, das wir Sünde nennen würden, versucht sie zu bedecken und Gott überführt ihn durch sein Gewissen. Und was macht er? Er flucht Gott aus seinem Leben hinaus. Ich will dich nicht. Ich will mit dir nicht leben. Ich will frei sein von dir. Und das könnte man jetzt noch weiter fortsetzen. Ein einziges Zitat noch diesbezüglich. Thomas Nagel, ein Zeitgenosse. Er schreibt in Das letzte Wort, Seite 191, sein atheistischer Philosoph, ein New Yorker, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ich spreche hier von Angst vor der Religion selbst. Dabei rede ich aus Erfahrung, denn ich selbst bin dieser Angst in hohem Maße ausgesetzt. Ich will, dass der Atheismus wahr ist. Es ist nicht nur so, dass ich nicht an Gott glaube und natürlich hoffe, mit meiner Ansicht Recht zu behalten, sondern eigentlich geht es um meine Hoffnung. Es möge keinen Gott geben. Ich will, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so beschaffen ist. Noch einmal so ein Zitat. Ein unverhohlenes Eingeständnis und Bestätigung dieser biblischen Wahrheit. Der Mensch will es nicht. Es ist seine Hoffnung, dass es Gott nicht gibt. Er will, dass sein Atheismus wahr ist. Und genau das ist es, was die Bibel beschreibt. Und deswegen hat Gott den Heiligen Geist ausgesandt, damit er uns überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und vom kommenden Gericht. Und das ist mein Gebet, dass jeder, der den Herrn Jesus noch nicht angenommen hat und immer noch diese Rebellion in sich trägt gegen Gott, diesen Widerstand, dass er autonom sein will. Das kommt aus dem Griechischen. Autonom. Autos, nomos. Selbst Gesetz. Der Mensch will sich sein eigener Gesetzgeber sein. Er will sein eigener Herr sein. Er will Gott in und über seinem Leben nicht haben. Es ist seine Hoffnung, dass es Gott nicht gibt und sein Atheismus wahr ist. Und da darf man sich nicht täuschen lassen, denn es kommt ein Gericht. Und Gott, der die Menschen jetzt in dieser Gnadenzeit ruft und Christen, also Nachfolger Jesu, in die Welt hinaus sendet, um das Evangelium zu predigen. Es kommt ein Gericht, du wirst ihm nicht entrinnen. Von 10 Menschen sterben 10. Ja, Statistik ist da sehr eindeutig. Lebend kommt hier keiner raus. Und niemand kann dem Gericht Gottes entgehen. Wir kennen das. Das ist ja etwas Unangenehmes, aber nicht fremd. Wir haben hier Gesetze, Gerichte, Richter, Gefängnisse. Gott hat sein Gesetz, das haben wir alle täglich mehrfach gebrochen. Niemand kann noch sagen, wie oft er gelogen hat, egal wie jung der Mensch ist. Ja? Ich rede oft mit jungen Menschen, Teenagern. Weißt du überhaupt noch, wie oft du gelogen hast? Nein, kann ich nicht mehr sagen. Und du sollst nicht lügen. Das ist ein Gebot, das gebrochen wurde. Eindeutig, unstreitbar, unleugbar. Und Gott hat sein Gesetz. Gott wird Gericht halten. Er wird Richter sein und auch er hat sein Gefängnis, die Hölle. Ewiges Abgeschiedensein, qualvolle Trennung von Gott. Gottes Gefängnis, wo er über die Sünde irgendwann den Deckel drauf tut und hier Schluss. Und dann ist Schluss. Und das ist Gerechtigkeit. Gott ist gerecht und er wird gerecht das Unrecht richten. Er wird das Unrecht gerecht richten. Und wir haben alle Unrecht auf uns geladen und die Frage ist, wollen Sie selbst in alle Ewigkeit dafür gerade stehen? Oder wollen Sie denjenigen, der selbst ewig ist und in diese Welt kam, um am Kreuz dafür den gerechten Preis zu zahlen? Und dann, um dann aus den Toten leiblich aufzuwecken. Willst du
dafür selbst in alle Ewigkeit gerade stehen oder berufst du dich auf den Ewigen, der Mensch wurde in Jesus, der ewige Sohn Gottes, der am Kreuz dafür bezahlt hat? Das ist die Frage. Und Gott wird gerecht richten. Ich schließe mit einem kurzen Vergleich vom König Seleukos. Der hat ungefähr zur Zeit von Jesaja gelebt, 700 vor Christus. König Seleukos, ein Grieche. Und er ist dafür in die Geschichte eingegangen, weil er als erster Grieche die Gesetze schriftlich niedergeschrieben hat. Es hat ihm gestunken, dass die reichen Griechen die Gesetze gebrochen haben und sich dann freigekauft haben. Also hat er sie schriftlich niederschreiben lassen. Und auf Ehebruch hat er Blendung ausgestellt. Das heißt, es wurde einem das Augenlicht genommen. Also das Gesetz verlangte bei Ehebruch 2 Augen. 2 Augen. Und das ist hier und da ausgeführt worden. Aber eines Tages hat man seinen eigenen Sohn vor ihn gebracht, den man beim Ehebruch erwischt hat. Und dann können wir uns vorstellen, was an den Leuten vorgegangen ist. Jetzt wollen wir mal sehen. Du, Mann der Gerechtigkeit, Freund, Liebhaber der Wahrheit, dem und dem hast du die Augen genommen, das Augenlicht, weil er Ehebruch begangen hat. Jetzt wollen wir mal sehen, was in dir vor sich geht. Jetzt wollen wir sehen, wie du hier gerecht handelst an deinem eigenen Sohn, dein eigenes Fleisch und Blut. Und können wir uns das vorstellen, was in ihm vorgegangen ist als Vater? Wie 2 Kräfte in ihm am Ziehen, am Kämpfen sind. Die Liebe zur Gerechtigkeit, zur Wahrheit. Auf der anderen Seite die Liebe des Vaters zum eigenen Sohn. Wie hat er entschieden? Er ist beiden gerecht geworden. Er hat nämlich gesagt, das Gesetz fordert 2 Augen, 2 Augen soll es bekommen. Er hat seinem Sohn ein Auge ausstechen lassen und sich selbst auch. Und hat keiner etwas sagen können. Der König selbst. Sein Auge viel mehr wert als hunderte Augen. Und das ist Gerechtigkeit. Das Gesetz fordert es. Und das ist das Gesetz, ja. Was ist das? Ja, das Gesetz. Wir haben es mit einem Gesetz zu tun. Das Gesetz der Schwerkraft, ja, Gravitation. Warum ist das ein Gesetz? Warum fällt das Handy immer runter? Weil wir keine Ausnahme kennen. Wir kennen keine Ausnahme davon. Das ist das Gesetz. Und das Gesetz kennt keine Ausnahme. Und entweder müssen wir dafür gerade stehen, was wir verbrochen haben, oder wir können auf Jesus verweisen und sagen, hier ist er, mein Stellvertreter, für mich gestorben. Ich bin alles andere als vollkommen perfekt, aber er hat dafür bezahlt. Ich habe Schulden aufgehäuft. Schulden, ein Schuldenberg, den kann ich in 5 Leben nicht zahlen. Aber er hat dafür bezahlt und ich gehe frei aus. Das ist Gnade. Ein unverdientes Geschenk und das wünsche ich jedem, der das gehört hat. Denn glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus, Jesus, in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Amen. Gott segne euch.